Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2020. Wir sind wieder in unserem Hauptquartier. Wir haben jetzt zu McLaren gewechselt in der letzten Folge. Und ich habe etwas geändert. Ich habe jetzt hier mal noch ein Steckmikrofon, das ein bisschen anders aufnimmt, weil ich habe jetzt vorher immer hinten ist ein Stuhl, wo ich den Mikrofonarm und alles dran hatte. Und dann auch hier hatte. Und das war einfach ein riesen Puffanfang. So spare ich einen Laptop und kann das Ganze über das Handy sozusagen aufnehmen, das Mikrofon, und dann rübernehmen. Ich weiss nicht, wie die Qualität ist, also tut es mir leid, wenn jetzt in der ersten Folge vielleicht das Mikrofon noch nicht so gut ist. Und ich habe jetzt auch die Kamera ein bisschen weiter hinten gestellt, weil mir der Michi das gesagt hat. Danke Michi an dich. Und ja, könnt ihr mir ja sagen, ob das so gut ist, ob euch das besser gefällt oder so. Also für mich ist es ein bisschen besser, ich habe mehr Platz, darum finde ich es ein bisschen besser, vor allem wegen dem Mikrofon. Die Kamera könnt ihr sagen, wie ihr das findet. Ihr habt jetzt einfach noch das Lenkrad ein bisschen im Blickfeld drin. Ich denke, das ist vielleicht für euch auch ein bisschen cooler so. Und ja, was ich jetzt auch noch ändere, mal in dieser Folge, da könnt ihr mir auch wieder in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich tue das Training weglassen, also ich fahre schon, aber ich tue es nicht im Video reinlassen. Weil ich glaube, das Training ist wahrscheinlich für die meisten nicht so interessant. Für mich ist es aber wichtig, dass ich die Strecke kennenlerne. Ich würde euch einfach das Blitzqualifying zeigen und das Rennen halt dann. Alternativ, was man dann machen könnte, ist dann einfach ein kurzes Qualifying von 30 Minuten. Natürlich nicht das Ganze würde ich aufnehmen, aber einfach halt so gewisse Ausschnitte dort raus. Das können wir dann sonst alles mal noch ein bisschen, diskutieren. Sonst am besten mal in den Livestream hineinschauen, jeden Montag und Freitag. Ist jetzt auch Werbung, aber egal. Jeden Montag und Freitag haben wir plus minus auf die halbe 6 Uhr bin ich immer live. Da können wir schon gerne über das reden, wenn ihr Zeit habt und Lust habt. Ja, wie wir hier bei dem Formel 1 Let's Play weitermachen. Ja, eben, wir gehen jetzt auf Ungarn, das ist die nächste Stelle. Das nächste Rennen steht. Wir haben noch ein bisschen Ressourcenpunkte, die ich noch ein bisschen verwenden möchte. Wir sind jetzt schon über der Hälfte, glaube ich, vom Rennen, oder von der Saison, nicht vom Rennen, von der Saison. Und die Frage ist jetzt natürlich langsam, wenn wir die Ressourcenpunkte, die wir so sammeln, dann für das nächste Jahr investieren oder wenn wir noch viel für das Jahr entwickeln, weil WM-Chancen haben wir ja grundsätzlich nicht. Aber ich muss nachher mal kurz schauen, wie wir so vom Team her im Punktestand stehen, was noch Sinn macht. So, mit der Aerodynamik, glaube ich, doch nochmal auch ein bisschen verbessern. Dann wären wir ein bisschen besser als BWT. Kostet da relativ viel, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es fair schlägt, ist ja nur 19%. Haben wir da noch irgendetwas, was wir verbessern können? Da kostet das recht viel. Was haben wir da noch? Also haben wir da noch Antrieb. Antrieb sind wir hure schlecht. Haben wir aber zu wenig Ressourcenpunkte jetzt. Ja. Okay, Antrieb sind wir echt schlecht mit dem Renault-Motor. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, aber okay. Und ja, motortechnisch ist ja alles noch gut so weit. Da haben wir ja geändert letztes Mal. Ja, da würde ich mal sagen, gehen wir ab auf Ungarn und dann sehen wir uns eigentlich dann wieder im Blitzqualifying. Let's go! So, herzlich willkommen im Paddock. Wir sind jetzt hier noch gerade vom PC. Wir können schon kurz schauen, also das Wetter bleibt eigentlich sonnig die ganze Zeit, es kommt nicht regnen. Das ist eigentlich auch gut. Ich bin jetzt gerade vor das erste Training gefahren. Ich bin die Streckenakklimatisierung gefahren, die ist eigentlich gut gegangen. Und dann bin ich einfach schon ein bisschen auf die Strecke gefahren, weil irgendwie habe ich immer so die ganze Zeit so ein komisches Gefühl gehabt, mit dem Auto zu fahren. Es hat sich so schwer angefühlt teilweise. Dann bin ich einfach so normal gefahren, hatte genau das gleiche Gefühl auch gehabt, habe das Setup noch mal ein bisschen angepasst und es ist und ist nicht besser, weil ich weiss, ob irgendwie gewisse Teile einfach noch nicht so gut sind beim Fahrzeug. Also eben, Aerodynamik ist schon nicht gut beim McLaren und der Antrieb ist schon nicht gut. Oder es sind einfach ein paar Sachen, die einfach nicht so geil sind gerade beim Auto. Aber wir schauen jetzt mal, was im Qualifying geht. Ich weiss nicht, wie gut ich mich positionieren kann. Silverstone ist doch besser gegangen zum Fahren, komischerweise, als jetzt hier Ungarn. Ich bin jetzt schon oft auf dieser Strecke gefahren, habe auch oft auch schnell das Gefühl und den Rhythmus und das bekommen für die Strecke, aber jetzt habe ich ein bisschen Mühe. Ich weiss nicht wieso. Aber wir probieren das gleiche mal. Wir legen los mit dem Blitzqualifying. Leider ausgebrochen, das Heck. Das Auto fühlt sich aber besser an als im ersten Training bis jetzt. Oh, ich habe schon untersteuert.
Oh, shit. Schlechte Kurve gewesen. Oh ja, okay, der letzte Sektor war voll für den Arsch. P6, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe. Ja, P6. Mein Motor leuchtet schon wieder geil, habe ich gesehen vorher. Das ist echt speziell. So, was ich noch vorher gesagt habe, und ich aber nicht nachgeschaut habe, ist in der Konstrukteurerlangliste sind wir momentan auf P5. BWT hat aber einen recht grossen Vorsprung auf uns. Ferrari ist erstaunlich gut in der 20er Saison, komischerweise. Also in-game. Ja, Renault ist 75 Punkte und wir sind bei 87 Punkten. Also sie sind relativ close bei uns. Also wir müssen schon noch ein bisschen weiterentwickeln. Wir dürfen jetzt nicht aufhören und dann nachher, ja, kann uns Renault noch überholen oder Alpha Tauri. Also die könnten schon eventuell noch kommen. Also wir müssen jetzt in diesem Rennen sicher gute Punkte holen, das ist das Wichtigste. Plus, ja, mal schauen, ob wir irgendwie zur BWT aufschliessen oder sonst einfach von Renault wegziehen. Ja, das sind halt jetzt einfach so unsere Hauptkonkurrenten. Gut, herzlich willkommen an der Startaufstellung. Wir schauen wieder mal mit Strategie rein. Wir gehen jetzt auf den roten Reifen los, gehen schon in Runde 6 boxen und fahren dann alles auf den Soft-Reifen weiter, auf den Mediums weiter, sorry. Okay, ich weiß nicht, wie gut das Mediums hier werden funktionieren. Es ist zwar relativ heiß, 26 Grad scheint es, laut dem Tacho, nein, 34 Grad, sogar Strecken 27 der Luft. Also von dem her sollte das vielleicht wahrscheinlich schon klappen, denke ich jetzt einmal. Der Soft wird sich wahrscheinlich schnell verabschieden, weil es so warm ist. Wir nehmen ein bisschen Sprit auch wieder runter. Ich werde aber auch ein bisschen wieder auf Fettgemisch fahren, weil ich glaube, es bringt schon noch ein bisschen, dass wir noch mal ein bisschen extra Speed haben. Und ja, da würde ich sagen, legen wir los. Hoffen wir auf ein sauberes Rennen, auf gute Punkte. Das Ziel ist, denke ich mal, so P4. Können wir es, ja, denke ich, ist realistisch. Hoffe ich mal. Let's go! Okay, ein bisschen Wheelspin gehabt, aber nicht ein schlechter Start. Oh, Alter, wie schnell ist denn bitte? Wow, ich bin angeschoben von hinten. Wow! Alter, der BWT, der Perez wieder. Oh, Ferrari innen. Vettel. Gut verteidigt. Mein Auto ist so langsam. Wieso ist mein Auto so gut langsam? Holy shit! Oh, da müssen wir unbedingt, also Abtrieb müssen wir unbedingt verbessern. Da soll ich in Abtrieb investieren, also Antrieb investieren. Und nicht in die Aerodynamik. Weil ich glaube, die Aerodynamik ist also das Auto ja nicht schlecht. Aber holy shit, motortechnisch. Also gerade Beschleunigung, das war krass jetzt. Ich kann immerhin relativ hohe Kurvengeschwindigkeiten fahren, denkt es mir. Weil in der Kurve hat er erstaunlich gut, aber auf der Geraden muss ich jetzt mit ERS. Ja, schau mal, die ziehen davon. Trotz ERS, das ich drin habe. Wow! Das war ein aggressives Überholmanöver. Verstappen innen. Oder? Ist es Verstappen? Nein, es war Ferrari. Vettel wieder. Ferrari sehr stark in dieser Saison. Perez wieder hier vorne. Das ist so mein Erzfeind in dieser Saison oder im Feld momentan. Weil der rammt mich immer. Das ist schon das dritte Mal, das vierte Mal, als ich Kollision mit dem hatte. Jetzt. Aber das Mal kann ich nichts dafür. Er ist einfach hinter mir reingefahren. Hoffentlich ist ihm der Spoiler noch ein bisschen kaputt gegangen und er muss gewechselt werden beim nächsten Boxenstopp. Okay, ich stelle mich mal darauf ein, dass ich in diesem Rennen wahrscheinlich mehr verteidigen müssen als überholen. Weil der Vettel hinten ist sehr schnell.
Aber in der Kurve bin ich einfach schnell, das ist so lustig. Aber jetzt habe ich gut Exit gehabt. Krass, ich mag ihm einfach nicht nachher. Wow, das war schon so, hä? Oh, shit. Der wird aber nicht überholen, oder? Oh, der sehe ich. Oh. Perez wieder vorne. Also was da wieder für ein Zweikampf ist. Da. Ich rutsche schon hure um, Mann. Schlimm. ERS rein. Einfach nicht touchieren. Sie fahren einfach so langsam mit der Kurve teilweise. Vor allem hier der letzte Sektor. Wow. Okay, wir gehen gerade in die Box rein, würde ich behaupten. Shit. Ja, komm rein. Komm rein. Welche halten wir jetzt drauf? Okay, sie haben die gelben drauf. Okay. Oh Mann! Ja, das ist jetzt einfach dumm gelaufen, glaube ich. Also, ich bin zu aggressiv rein, zu optimistisch rein und er hat halt gut verteidigt. Und dann ist es halt gerade zu dem Zwischenfall gekommen. Das Ball natürlich wieder weg, kostet mir natürlich viel Zeit. Ja, da fahren wir jetzt halt ein paar Runden weggemisch und versuchen aufzuholen. Kommt wieder die Laie. Das ist einfach immer das Gleiche. 8,9, aber immerhin ein guter Stop für das, dass wir noch Flügel gewechselt haben, glaube ich. Also, ja, ist nicht schlecht gewesen. So hoffen wir mal, die gelben Reifen funktionieren gut. Von wo habe ich so DRS bekommen? Okay. Aber Ungarn ist einfach eine hure enge Strecke. Aber jetzt gehen wir mal gut sein und hoffen, dass wir da aufholen können. Die rutschen sehr schlimm umgeht mit diesen Reifen. Aber ich versuche wirklich aufzuholen mit denen. Ja, nein, Safety Car und ich bin jetzt gerade an der Box vorbeigefahren. Okay, Safety Car ist aber gut, dass wir wieder aufholen können. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob wir noch mal auf Soft gehen. Die Frage ist, wie lange hat der Softreifen? Hat der 10 Runden? Ich glaube es nicht. Aber wir könnten schon noch mal Reifen holen. Eigentlich. Oder nicht? Sind zwar noch gut. He? Wer ist da draussen? Der Leclerc. Okay. Aber ich weiß nicht, wie soll ich in die Box gehen. Kann ich echt mit Soft, durchziehen? 10 Runden. Ja, Vorteil für Lando, der kann jetzt in die Box, wo Safety Car drin ist, oder draussen ist, besser gesagt. Soll ich echt noch... Ich bin ja in Runde zu früh, glaube ich, boxen. Ich bin schon Runde 4 oder 5 boxen. Weißt du, wir machen einfach nochmal einen Boxenstopp, einfach einen Sicherheitsstopp, würde ich behaupten. Wir gehen zwar nochmal auf Gel. Habe ich noch Geli? Nein, ich habe keine Geli mehr. Scheiße, okay. Darum holt er mich auch nicht rein. Alles klar? Ja gut, dann fahren wir halt einfach hinten nach. Shit. Schade, dass Safety Car nicht etwa 2-3 Runden später kommen. Das wäre besser gewesen. Aber egal. Es gibt für uns wieder Chancen, in einem Restart aufzuholen. Fährt Safety Car nochmal eine Runde? Nein, okay. So, wir gehen mal ins Fact-Maschine wieder.
halt ein bisschen scheiße, um hier Vollgas zu geben. Wir probieren es. Wir werden wahrscheinlich zumindest in der Kurve sein. Und nicht so einen guten Restart haben. So, let's go. Restart. Wow, Alter, die Motorleistung, die wir haben, ist einfach zum Kotzen. Okay. Oh. Haben wir mal den ersten. Russell. Tiefe Aussen rum. Aber die zwei Williams sind sehr langsam gewesen. Die sind fast schon die ganze Zeit hintereinander nachgefahren. Mit einem riesen Abstand zum Feld. Oh. Und schon aufgebremst. Schön positioniert außen. Haben natürlich den Platz jetzt innen behaupten durch. Ah, come on! Ah, mir fehlt der Speed. So schlimm. Oh, wieder genau gleich rein wie vorher. Oh. Klasse Manöver, bei dir sieht das so einfach aus. Wir müssen jetzt Gas geben. Ich muss jetzt einfach riskieren. Oh, Hamilton weit hinten. Hamilton sehr weit hinten. Wieder außen platzieren. Ich habe außen, ich habe viel Grip außen rum. Da könnte vielleicht jetzt eben das Chassis sein oder die Aerodynamik, die funktioniert. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Das Gute ist, der Hamilton kommt nicht am Ricciardo vorbei, der hält sich ein bisschen auf. Dann könnte ich vielleicht am Hamilton besser vorbeikommen durch da. Oh, die fahren recht auf den Curb innen. Wenn ich das mache, würde ich mich gerade wieder wegdrehen. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Ach, shit, wir sind ja auf Fettgemisch unterwegs. Voll vergessen. Ich probiere wieder außen rum positionieren. Oh, Scheiße. Ah, shit, das war jetzt ein schlechter Exit natürlich. Jetzt habe ich kein ERS mehr in dieser Runde. Jetzt muss ich schauen, das ERS ein bisschen wieder aufladen lassen. Ich verliere sehr viel Reifen und Zeit. Hinter Hamilton da, oder beziehungsweise der Ricciardo, der haltet uns doch ein bisschen auf. Aber ich habe einfach die Motorleistung nicht, es ist so schlimm. Oh! Eben, wenn ich auf den Curb komme, drehe ich mich fast weg. Wir holen den Wagen vor uns ein, aber vergiss nicht, dass diese Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Okay, er sagt mir jetzt schon, ich muss aufpassen, die Reifen sollen bis zum Schluss durchhalten. Wahrscheinlich fahre ich ein bisschen zu aggressiv gerade. Gut, ich schläge das Auto wie blöd hin und her. Aber wir müssen Punkte holen, Kollege.
Jeff, was ist das für eine Einstellung? Ja, ich benutze wieder ERS, ich weiß. Aber ich brauche es jetzt gerade einfach. Etwa 5 Runden können wir mit dem Benzin noch aus. Fuck man, das ist so zum Kotzen, wenn du die Motorleistung nicht hast. Ich kann nur hier immer außen gut positionieren. Oh, oh Hamilton. Da hätte ich mich eigentlich voll wegdrücken können. Aber der glaube ich keine Kollision riskieren. Ehrenmann. Aber das hat die böse ins Auge gehen. Das Problem ist, jetzt habe ich einen Hamilton im Heck, der ein schnelles Auto hat. Und einen Ricciardo vor mir, der ein langsames Auto hat. Aber vielleicht komme ich gut an ihm irgendwie vorbei. Dann. Probiere mich auch wieder außen positionieren. Wow. Okay, das war ein bisschen zu viel Schwung. Ich habe die Lücke gesehen, aber ich wollte nicht riskieren. Also das mal kein ERS. Hamilton. Ah, shit. Holy fuck! Wheelbanging. Alles im grünen Rahmen. Grüner Rahmen, genau, grüner Rahmen. Oder im grünen Bereich. Scheiße, wenn jetzt die Wörter in den Kopf kommen, die du sagen willst, aber du beide willst, nur eins kannst sagen und dann beide miteinander verschmelzen lassen. Perfekt. Hamilton hinter uns. Oh, berührt, glaube ich. Alter, der Mercedes ist schnell. Ich fühle mich da wie eine GP2-Engine. Komisch, beim gleichen Auto wie der Alonso dazu mal. So, jetzt aussen vielleicht, gut positionieren können. Ja, jetzt haben wir ihn. Endlich Ricciardo geholt, gut. Der wird mich so schnell wahrscheinlich nicht überholen wieder. Magnussen noch vor uns. Wenn ich ein Auto vor mir habe, komme ich eigentlich relativ gut durch den Kurs durch. Aber sobald ich das Auto vor mir habe, muss ich natürlich immer auch wieder früher abbremsen als sonst und muss sehr aufpassen. Weil ich doch ein bisschen besseren Kurvenspeed habe als die hier vorne. Oh, was für ein Überholmanöver. Im Infield drin. Sainz vor uns in unserem alten Fahrzeug. Vielleicht doch besser bei Alpha Tauri bleiben kappa. Nein, McLaren, das Team holen wir raus. 2 Runden wir sind gerade eine Platzierung hinter den Punkt. DRS. Ah, Mann! Vielleicht bei meinen Bremsen? Nein. Hallo? Scheiße, jetzt haben wir verschaltet, weil das ERS aber nicht gekommen ist am Anfang. Come on! Das ist deine letzte Runde, die Letzte Runde. Ah, das Sainz müssen wir irgendwie mit der Brechstange holen. Fuck man, mir fehlt einfach die Leistung. Einfach nicht dummes machen. Oh, da ist langsam. Nein, aber da ist er wieder schneller. Jetzt vielleicht hier außen. Scheiße. Oh, das war Berührung. So, letzte Chance vorne. Ah, fuck. Na, vielleicht hier nochmal.
Nein! Scheiße! Um eine Position an der Punkt vorbei. Oh Mann! Was für ein Rennen! Was für ein Rennen! Oh ja, immerhin Lando hat wahrscheinlich Punkte holen können. Wo war er? Die vorne wäre gerade. Aber schon der 9. oder so. Holy shit, aber was für ein Rennen! Hätten wir den Zwischenfall mit dem Perez, immer mit dem Perez geglaubt. Das war der Perez, oder? Ja. Hoffentlich hat er eine Strafe bekommen, der Perez. Hätten wir den Zwischenfall nicht gehabt, wären wir wahrscheinlich weit vorne gelandet. Oh, ein Alpha Tauri, Dritter geworden. Gut, also eben, das war es gewesen, denke ich mal, mit dem Rennen. Wir können wir ja jetzt auch nicht machen. Wir sind immerhin in der Fahrer-Rivalität, sind wir immer noch in Formel Lando, aber nicht mehr viel, also wir müssen schon ein bisschen aufpassen. Und wir müssen unbedingt den Motor besser machen. Der Motor muss unbedingt besser sein. Also wie die auf der Gerade uns weggezogen sind teilweise, das ist schon recht beängstigend. Wir haben zwar noch ein Teil, das ich gesehen habe vorher, das noch nicht gut ist. Da müssen wir jetzt mal schnell noch kurz abchecken. Das machen wir jetzt noch in dieser Folge. Und dann nachher würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge dann, wo gehen wir denn her? Wir gehen auf Italien, glaube ich, oder? Oh, gut. Nein, Belgien, Spa! Das ist eine meiner absoluten Favorite-Strecken. Also dort sehe ich gute Punkte kommen. Nachher kommt noch Monza, auch sehr gute Strecke. Und da muss ich so schauen, Triebwerk, da der Energiespeicher, oder? Der ist schon bei 62%. Hä? Ja, der. Den müssen wir schon mal auch umstellen, dass wir auch wieder einen guten Motor haben, der schon ausstehend. Das geht wahrscheinlich ein Weile, ich weiss nicht, wie lange das geht. Aber ja, Triebwerk. Unbedingt. Unbedingt, da müssen wir Ressourcenpunkte reinhauen, wie ich weiss nicht was. Ja gut, aber ich würde mal sagen, das wäre es von dieser Folge von F1 2020. Wenn es euch gefallen, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen. Und ja, dann sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge wieder in Belgien, in Spa, meine absolute Lieblingsstrecke neben Spielberg. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis dann, wünsche ich euch ein schönes Tag noch und ciao.